Da braucht es vielleicht einmal eine Wochenende wieder etwas investieren. Ja, was soll das? Dieser Predigtext heute Morgen hat vielleicht nicht nur bei dir, auch bei anderen Menschen hat das Stirnrunzeln ausgelöst, diese Textwahl. Es hat auch mich herausgefordert bei der Vorbereitung. Aber ich denke, es hat ganz viel damit zu tun, was wir bis jetzt hier, was das Thema dieses Gottesdienstes war. Miteinander, da ist Kraft drin. Und es gibt wie Energien oder Dinge, die gegen dieses Miteinander wirken. Und ich glaube, da sind wir schon eigentlich mitten im Thema drin. Dieser Text heute, der soll uns herausfordern, aber es geht nicht darum, anzuklagen, mit Fingern auf anderen zu zeigen, sondern es geht darum, dass wir uns reflektieren. Wie steht es um mich? Umkehr ist möglich und der Glaube an Jesus fordert uns zu einem radikalen Lebensstil heraus. Und Jesus selbst hat diesen Text in seine Predigt hinein integriert, nicht am Rand, sondern mittendrin. Es war ein Text, es war eine Botschaft, die die Menschen mitbekommen sollten. Und ich möchte als erstes mit diesem oberen Teil da, jeder, der eine Frau mit einem begehrlichen Blick ansieht, ich möchte mit dem beginnen. Und ich möchte das ein bisschen allgemeiner deuten oder allgemeiner sagen. Wie betrachte ich meinen Mitmenschen? Wie betrachte ich meinen Mitmenschen? Das ist ein Bild aus einem alten Film. Und dort ging es genau darum, dass dieses Prickeln, das da im Raum ist, wenn zwei sich einander ansehen. Ich habe, glaube ich, eingegeben, begehrlicher Blick oder irgend so etwas und dann kam tatsächlich Dirty Dancing. Wie sehe ich meinen Mitmenschen? Ja, das geht die Männer etwas an. Alle, die ledig sind, die können auch gerade zurücklehnen. Das geht mich ja nichts an. Ich bin ledig, ich bin nicht verheiratet. Also, nein, ich möchte euch einladen, einen kurzen Moment bei mir zu bleiben, mir Aufmerksamkeit zu schenken. Ich habe mir Gedanken gemacht, dieser begehrliche Blick, was ist das? Und mir kam ein anderer Blick in den Sinn. Es ist der Blick, den wir lesen im ersten Buch Mose, im 2. Kapitel, als Gott den Garten Eden bepflanzte. Und er schuf die Tiere und er schuf den Menschen. Und da war der Mensch, der Mann war alleine. Und er ließ den Mann einschlafen und er nahm aus seinem Körper eine Rippe raus und formte aus dieser Rippe die Frau. Und dann erwachte der Mann. Und im biblischen Unterricht sage ich dann jeweils, wow, so schön. Aber das, was der Mensch da sah, der Mann da sah, das ist etwas viel Tieferes. Es ging eben nicht um eine körperliche Begehrlichkeit, etwas, das da ausgelöst wurde. Dieses Gefühl von Adam, das war rein. Wir sind noch im Paradies. Es ist noch vor dem Sündenfall. Das war rein und Adam sah in Eva nicht etwas, auf das sich seine Lust ausrichtete, sondern er sah ein Wesen, das ihm entsprach, mit dem er in den Auftrag Gottes hineintreten konnte. Im ganzen Garten Eden war kein anderes Wesen, das Adam so entsprach wie diese Eva,
die aus seiner Rippe gemacht wurde. Der Mensch, der Mann, brauchte ein Gegenüber, um den Auftrag zu erfüllen. Und das sage ich auch in der Ehevorbereitung immer wieder. Es ist schön, habt ihr einander gefunden. Das ist wunderbar und ihr sollt es genießen miteinander. Aber eure Gemeinschaft, da muss mehr dahinter sein. Das kann nicht Selbstzweck sein, sondern Gott hat uns Menschen auf diese Erde gestellt, um diese Schöpfung zu bewahren und zu gestalten. Das ist unser Auftrag. Zurück zum Bergpredigtstext. Da ist ein Unterschied drin. Hier geht es um Begierde, um Verlangen. Da wird etwas geweckt. Ja, da kann man sagen, oh, wir sind arme Menschen. Wir sind arme Männer. So viele Bilder auf den Werbeplakaten, was da in uns ausgelöst wird. Jetzt kommt wieder Sommer, all die schönen Frauen, die da knapp bekleidet rumlaufen. Wir sind schon arme Geschöpfe. Nein, wir sind nicht arme Geschöpfe. Es ist die Frage, wie wir durch die Welt gehen. Und da sind bestimmt auch die Frauen eingeschlossen. Es ist die Frage, wie wir durch diese Welt gehen, wie wir unseren Mitmenschen sehen. Ist es etwas, das meine Bedürfnisse zu erfüllen hat? Ganz breit. Ich treffe jemand, nützt mir diese Person etwas, nützt mir diese Person nichts? Ist es uninteressant? Mir kam eine Begebenheit in den Sinn. Ich war einmal an einer Hochzeit und da kam ein Mann auf mich zu und der hat gesagt, ja, wer bist du? So erzählt, wer ich bin und so. Und dann hat er wie erzählt, was er alles geleistet hat bis hierher. Und nach einem kurzen Augenblick, ich weiß nicht mehr, was er sagte, aber so im Sinn, du hast ja mir nichts zu bieten, ich gehe jetzt wieder weiter. Das war so ein bisschen die Pointe, die in mir geblieben ist. Also ich konnte ihm nichts bieten, das ihn in seinen Projekten weitergebracht hätte. Mein Netzwerk war zu bescheiden, also hat er sich wieder jemand anderes zugewandt beim Apero. Das ist mir so geblieben. Und ich glaube, das ist unsere tiefe Überlegung und unsere Ausrichtung. Das dürfen wir wirklich für uns in der Stille am Morgen uns bewusst werden. Wie betrachte ich meinen Mitmenschen? Ganz grundsätzlich. Hier im Text ist der Kontext der Ehe angesprochen. Und da kann man auch fragen, ja, was sucht dieser Mann außerhalb der Ehe? Und da muss man auch wieder fragen, ja, was sieht er in seiner Ehe? Was ist das, der Wert, den er in seiner Ehe hat? Und da ist immer auch die Frage, was ist das, was uns verbindet, das Miteinander? Ich durfte gestern einer Gruppe aus dem EGW Uetendorf die das Feuerwehrmagazin zeigen. Und sie haben so gesagt, ja, du bist ja noch Pastor, du könntest ja noch einen kleinen Input weitergeben. Und ich habe nur gefragt, aus was braucht es für Feuer? Es braucht ein Brennmaterial, es braucht Sauerstoff und es braucht Energie. Und wenn man diese Energie stören will, muss man das Brennmaterial auseinanderziehen. So kann man ein Feuer zerstören. Unser Miteinander, das ist ganz etwas Wertvolles und darum habe ich gesagt, das geht thematisch gleich weiter. Da ist Energie drin, liebe Freunde. Aber wenn unsere Mitmenschen nur Objekte sind, um unsere Lust oder unsere Bedürfnisse zu befriedigen, dann ist das negative Energie, dann ist das zerstörerische Energie. Und wenn wir das unser
unser Denkschema ändern, und das können wir bewusst üben, dann kommt positive Energie rein. Und dann werden wir auch als Gemeinde davon profitieren. Christsein bedeutet radikales Leben. Ja, es heißt hier im Text, wenn dich dein Auge verführt, reiß es aus, hack deine Hand ab. Und da habe ich mir so vorgestellt, eine Gemeinde von lauter Menschen mit amputierten Gliedmaßen, weil wir ja alle irgendwo in Versuchung stehen. Also wir leben radikal von heute an und wir beginnen uns da diese Versuchung, in Versuchung stellenden Körpermassen abzuhacken. Nein, wir wissen, es geht nicht um das. Aber wir müssen uns bewusst werden, was nützt es uns, ein gesegnetes, Anführungszeichen, ein erfolgreiches Leben zu haben und uns nicht der Heiligkeit Gottes bewusst sein. Gott ist ein heiliger Gott. Und ich habe das bereits in meinem Vortrag über meine Reise nach Simbabwe gesagt und ich habe auch gesagt, dass das immer wieder Thema wird. Ich war dort auch in der Versuchung zu denken, ja, diese Christen in Afrika, Vormittag machen sie schönen Lobpreis und energiegeladene Gottesdienste und Nachmittag gehen sie dann mit ihrem Kind oder am Montag gehen sie mit ihrem Kind zum Zauberdoktor, weil es krank ist. Das ist ganz einfach, aber wir sollten auch fragen, ja, was ist mit uns? Ja, was machen wir jetzt nach dem Gottesdienst, heute Nachmittag? Beschäftigen wir uns noch mit dem Thema oder gehen wir zur Tagesordnung über? Oder dann eben, wir haben alle so ein Gerät in der Hosentasche und das ist ganz, ganz einfach Zeitvertreib. Ich muss mich da auch an der Nase nehmen. Es geht nicht darum, dass man da einschlägige Filme oder Bilder konsumiert. Es geht nicht nur um das. Einfach Zeit verdummen. Und ich habe gemerkt, mein Handy hat zum Beispiel in meinem Schlafzimmer, wir haben da einen Vertrag geschlossen, Judith und ich. Das Handy hat im Schlafzimmer nichts verloren. Und das bedeutete, dass wir wieder ganz klassischen Wecker anschaffen mussten. Weil sonst musst du ja die Ausrede haben, ja, ich brauche das Handy, sonst kann ich ja morgen nicht aufstehen. In der Regel erwache ich gut, aber manchmal gibt es Situationen im Leben, da müssen wir wirklich aufstehen und da ist es gut, einen guten Wecker zu haben. Jetzt der Superwecker zeigt gerade auch die Zimmertemperatur an, habe ich gedacht, ja, das ist super. Jedes Mal in der Nacht, wenn ich schaue, wie spät es ist, sehe ich gerade, wie warm es noch ist im Zimmer. Das ist das Positive. Aber manchmal kann es auch eben auch bedeuten, etwas abhacken, etwas wegwerfen, dass wir etwas investieren müssen, dass es einen Effort braucht. Sei es Zeit, sei es Geld, sei es irgendetwas, etwas investieren, damit wir uns radikal neu auf Jesus ausrichten können. Wenn du merkst, dass du deine Frau oder dass du deinen Mann nicht mehr siehst oder nur noch schnell zwischen Tier und Angel und so, ja, da sieht man dann vielleicht den Nachbarn, der so wunderbar Rasen mähen kann oder die Nachbarin, die so wunderschön und sowieso. Das beginnt dort. Da braucht es vielleicht einmal ein Ehewochenende wieder, etwas investieren für ein radikales Leben. Was mache ich mit meiner Zeit? Was konsumiere ich? Wo bin ich vielleicht auch das letzte Mal im Ausgang gewesen und habe den Punkt verloren, wo ich hätte aufhören müssen, etwas zu trinken, nicht mehr klaren Kopf gehabt. Nachfolge Jesus verlangt radikale Maßnahmen. Und zuletzt lädt uns dieser Text in die Verbindlichkeit ein.
Verbindlichkeit. Wenn ich verbindlich mit Gott und mit Menschen unterwegs sein will, bedeutet das, dass ich Prioritäten in diese Beziehung setzen muss. Ich bin recht erschüttert gewesen. Ich habe in den Nachrichten einen Bericht gehört über die Jungsozialistische Partei in Deutschland. Die hat sich als Ziel gesetzt, die Ehe abzuschaffen. Und dann habe ich gedacht, ja, dann klicke jetzt nicht gleich weg, jetzt lese ich ein bisschen weiter. Ja, was ist dann die Begründung? Die Ehe engt ein. Das Individuum muss sich frei entfalten können. Frei von aller knechtenden Verbindlichkeit. Tun, was man will. Ja, das ist doch wunderbar. Und da müssen wir auch aufpassen. Du hast schöne Lieder ausgewählt. Auch das Lied von der Ewigkeit ist ein schönes Lied. Aber ich freue mich, liebe Freunde, dass ich nicht alleine in der Ewigkeit bei Jesus bin, sondern dass 1, 2, 3 oder am liebsten ihr alle mit mir dort seid und noch ganz viele mehr. Wir wollen miteinander unterwegs sein, in der Ewigkeit, aber auch schon hier. Es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge, dass das Individuum sich besser entfalten kann, wenn es alleine unterwegs ist. Wir gehören in einen Verbund, wir gehören in eine Familie, wir gehören in eine Gemeinde und da braucht es Verbindlichkeit. Ich bin so dankbar. Wir haben keine Garantie, Judith und ich, dass unsere Ehe gelingt. Es kann sein, dass das irgendwann scheitert. Das ist rein theoretisch möglich. Aber bis heute bin ich so dankbar, dass wir ein Versprechen haben gegeneinander, miteinander. Und dass ich noch weiß, wenn ich abends heimkomme oder morgens gehe, dass sie noch da ist, dass sie nicht einfach weg ist. Zurück zum Text. Da müssen wir uns vorstellen, im Islam ist das heute noch so praktiziert. Da kann man 3-mal sagen, geh und dann kann die Frau gehen. Also da ist überhaupt nichts von individueller Entfaltungsmöglichkeit, sondern da ist eine Frau, die dann alles verliert. Sie verliert ihre Kinder, sie verliert ihre wirtschaftliche Sicherheit, alles. Sie darf dann einfach gehen. Das ist keine Spielerei. Es ist gut, ist es etwas Verbindliches. Unverbindlichkeit als Weg zur Freiheit, das ist ein Trugschluss. Und es ist gut, dass wir nicht jede Minute und jede Sekunde um das Miteinander bangen müssen, sondern dass wir uns gegenseitig verpflichtet haben, miteinander unterwegs zu sein. Die Ehe ist keine Spielerei, sondern etwas sehr Ernstes. Muss nun das Gelingen der Ehe mit aller Macht erzwungen werden? Ich glaube, es lohnt sich dran zu bleiben. Wir wissen, nur weil wir eine verbindliche Beziehung eingehen, heißt das nicht automatisch, dass diese nicht scheitern könnte. In der Gemeinde, es kann sein, dass es Zeit ist, einen anderen Weg zu suchen. Manchmal gibt es auch in Beziehungen Situationen, wo man sagt, jetzt muss man einen Schlussstrich ziehen. Es ist nur noch destruktiv und zerstörerisch. Da denke ich, da gibt es die Möglichkeit. Und darum hat auch
Mose ja diesen Scheidbrief eingeführt, aber es soll nicht leichtfertig geschehen. Es soll ein Kampf sein, mit sich selber, aber auch im positiven Sinn mit unseren Mitmenschen. Mir hat gut gefallen, was Hans-Peter Obrist in seinem kurzen, er hat so eine kurze Meditation geschrieben über die Bergpredigt. Und da schreibt er über diesen Abschnitt: Wie auch in anderen Lebensbereichen lebt der Mensch in Bezug auf die Ehe nicht immer so, wie es dem Ideal entsprechen würde. Jesus will deshalb Menschen zurückzukehren zu Gottes Werten ermutigen und aufzeigen, wie erlösungsbedürftig wir sind. Wie erlösungsbedürftig wir sind. Wir alle scheitern in Beziehungen und wir sind erlösungsbedürftig. Darum ist niemand berechtigt, aufgrund von so einer Bibelstelle auf andere zu zeigen, sondern wir sollen unser eigenes Leben reflektieren und beurteilen. Und dabei dürfen wir wissen, es gibt einen Weg zur Umkehr. Dieser Weg ist offen, auch heute Morgen. Wie schaue ich auf meinen Mitmenschen? Bin ich bereit, mich auf einen radikalen und in Beziehungen, gerade auch in der Ehe, verbindlichen Lebensstil einzulassen? Bin ich bereit, mich auf einen radikalen und verbindlichen Lebensstil einzulassen? Amen.